Also angefangen mit Schreiben habe ich ja, während der Schulzeit. In der Primarschule, weiss ich noch, habe ich mein erstes Gedichtchen geschrieben. Das war über einen Fuchs, das weiss ich noch. Schade, dass ich das Gedichtchen aber nicht mehr habe. Und dann ist das Album so ein bisschen weitergegangen. Dann habe ich wieder Gedichte geschrieben und habe auf das Mal einmal vielleicht Leserbriefe geschrieben. Und dann ist das einfach halbwegs mehr geworden. Und als ich dann jünger war und zu Chur war, habe ich einen Kurs gemacht bei der Bündner Zeitung als Freizeitjournalistin. Also bei einer Zeitung hatte ich jetzt nie ein fixes Pensum. Aber ich habe, wo mein Mann das eigene Büro hatte, habe ich dort auf seiner Homepage einen Link zu mir. Und dann habe ich so quasi Schreibdienst angeboten. Und das war noch ganz interessant. Ich habe für die Gemeindepräsidentinnen vom Unterland habe ich Reden geschrieben. Oder einmal für eine Strafanstalt habe ich eine Schnitzelbank machen. Ich habe auch für Ingra Bündner Grossrätinnen Sachen geschrieben, die sie nachher unterschrieben haben. Ich bin eigentlich, Entschuldigung, ein bisschen wie so ein Geistschreiber. Also ich bin vielmal, wenn ich wohin bin, ich habe dann eben vor der Prättigauer Zeitung habe ich dann schon Aufträge bekommen und so. Und bin vielmal ja, allein Frau gewesen. Die anderen waren alles Männer gewesen, aber das ist eigentlich für mich hat das keine Rolle gespielt und das ist auch nicht so lang gegangen. Hat es die eine oder die andere Frau auch gegeben, die geschrieben hat. Also das ist nicht irgendwie ja, jetzt ein Problem gewesen oder irgendwie so. Es hat schon auch Frauen gegeben, die geschrieben haben. Und irgendein Sven hat man schon einmal zusammengetan. Oder zusammen die Walservereinigung hatte natürlich auch Freude gehabt, wenn das Prättigauer oder das Walser Dialekt ein bisschen auf die Breite gekommen ist. Und die Walservereinigung bietet jedes Jahr eine Schreibwerkstatt an. Und die habe ich jetzt schon über Jahre die Arbeit besucht. Und dort sind wir natürlich ganze Habünscher Gattung Leute, die das gleiche Interesse haben. Und das ist ganz etwas Lässiges. Und dort tun jetzt auch Frauen an diesen Lesungen mitwirken, also auch Männer. Aber ich glaube, wenn man jetzt das nicht hätte, so das Gefäß für das Dialekt, ich weiß nicht, ob jetzt gerade jede gängige lesen oder. Aber das ist also eine ganz gute Sache. Die Differenzen zum sagen, wie man was schreibt, das gibt es eigentlich nicht, aber man tut es wohl diskutieren miteinander. Wenn jetzt eine oder einer etwas schreibt, dann sagt vielleicht die eine, du, also das, schreiben ihr das so oder sagen ihr das so? Weil wir schreiben ja so, wie wir reden. Und dann heisst es ab und einmal, ja, wir sagen dem so und die anderen sagen, nein, dem sagen wir so. Aber es tut und darf jeder schreiben, wie er redet und wie er will. Weil es kann nicht so eine Regel geben, wo es heisst, so wird das geschrieben. Weil auch die Fachleute sind dort unterschiedlicher Meinung. Einer sagt so, die andere sagt so. Und darum ist es am besten, wenn einfach jeder so schreibt, wie es redet. Ich bin sehr begeistert von diesen Prättigauer Wörterbüchern, die es gibt. Und dort ist einfach der rote Faden. Und grosse Abweichungen gibt es nicht. Aber wenn jetzt halt ein Dorf dem so sagt, heisst es nicht, dass das andere Dorf dem auch so sagt. Aber in dem Wörterbuch ja, sind einfach die Wörter drin, die von der Walzer her so einfach so sind. Also die Wörterbücher sind schon also quasi allgemeine Richtlinien. Aber eben, wenn jetzt es wäre, man begegnet ja sehr an einem Wort, wo man nicht so recht weiss, wie schreibt man jetzt das oder was heisst es eigentlich? Und dann bin ich natürlich Gott froh, wenn ich ins Prättigauer Wörterbuch nachschauen kann. Und dann denke ich, aha, ja,
Nein, aber ich schreibe es jetzt mit einem «Ä» oder statt mit einem «E» wie im Buch. Aber diese Freiheiten, die sind schon da. Ich habe ja mal einen Preis bekommen von Annika Stein, Sprecherstiftung, für meine Bemühungen eben für das Walser Dialekt oder das Prättigauer Deutsch. Und als ich diesen Brief bekommen habe von der Marietta Kobalt, also da hatte ich natürlich auch eine Freude. Ich habe gedacht, wow, ist das lässig. Jetzt ja, wird das estimiert und die Leute haben Freude. Ich habe diesen Preis geteilt mit dem Florian Liesch von Luzern und mit dem Haltiner, jetzt weiss ich nicht mehr, wie er zum Vornamen heisst. Aber wir waren das Dritte, die diesen Preis bekommen haben. Und wir haben also wirklich alle eine Freude gehabt. Und auch ein bisschen Meinung. Das ist ja dann in der Zeitung gekommen und wir haben viele Leute gratuliert. Und ich konnte auch so Geschichten lesen, die ich geschrieben habe. Darum habe ich die später nachher in einem Büchlein gesammelt. Und nachher, als das Büchlein rausgekommen ist, das Büchlein heisst übrigens «Schelleria», dort wo ich aufgewachsen bin, Tschiersch. Und ich konnte überall Geschichten lesen, wo das Büchlein draussen war. Sogar bis auf Schaffhausen. Überall konnte ich lesen. Und alle Leute haben einfach eine Freude und den Plausch an unseren Ausdrücken und unserer Redewendung. Und darum sage ich auch so im Tourismus oder so, reden, wenn in der Schnabel gewachsen ist, das ist unser Markenzeichen. Ja, ich liebe es einfach, wenn die Leute auf eine Antwort geben müssen, und dann ist das cool oder mega. Und das regt mich so auf, weil wir so viele Wörter haben und Ausdrücke, wo man das eben könnte sagen, also, ja, mitteilen, wie das eben war. Und ich setze mich, ich setze mich schon dafür ein, dass man aber die englischen Wörter, die regen mich einfach auf bei uns. Und ich meine auch die Touristen, die kommen nicht zu uns wegen einer Salgina Doppelbridge. Die tun sich schon erkundigen, wie man der sagt, auf Deutsch, wenn sie hierher kommen. Und dass wir einfach alle gleich sind wie alle. Die Leute kommen wegen unserer Einzigartigkeit, behaupte ich. Das Prättigau könnte von anderen Regionen ganz viel abschauen. Einfach indem wir unsere Identität bewahren, dass wir selbstbewusst sind. Und wenn man jetzt zum Beispiel ins Tirol geht, dort steht drauf Tiroler Wasserkraft. Und was steht bei uns? Repower. Also es gibt unzählige solche Sachen, wo man pflegen sollte, wo man brauchen und wo man leben sollte. Also ich lese jetzt gerne einmal ein Stück aus einem Geschichtchen vorlesen, das heisst «Der Pleisenkuckuser». Und zu dem bin ich gekommen, weil ich so Freude am Tatenmögerli. Und dann habe ich gedacht, jetzt, ich will ja mal auf Prättiger Deutsch ein Totenmögerli schreiben. Aber ich habe es natürlich nicht geschafft. Aber ich durfte das Geschichtchen einmal im Radio vorlesen, in der Sendung «Schnabelweit». Und dort hat der das organisiert hat gesagt, ihm gefalle das noch fast besser als das Totenmögerli, weil ich nur Wörter brauche, die es auch tatsächlich gibt. Und jetzt lese ich euch einmal die Sammlung von diesen Prättiger Ausdrücken vorlesen. Der Pleisenkuckuser schlägt das zwerlende Heid zu und beistet bösch. Er gorbset, es könnte einem grusen ab diesen Rülps. Er ist frei ein bisschen betusselte, hat sein Gangwerk nicht mehr unter Kontrolle und kann Gott froh sein, dass diese Zeit kein Gefährt mehr kommt.
Viel zu lang hat er in der Sonne die Schirsch umgepralagert und disgeriert und dazu Städtli ein Schnaps am anderen durch den Gurgel südern. Er hat lamentiert, mit den Kräbeln Spargamenter gemacht und Himmel und Hölle verwünscht. Aber auf das Mal hat er eine Narrenpresche gehabt, hat Weidli gezahlt, ist aufgestanden, in der Vernöte über die Türschwelle ausgestürchelt und ab, als wie wenn man der barlötige Düker auf den Ferschen wäre. Imsche Kumpanen haben gespöttelt, gelaffert über den Kuckuser und schieß Reibeisen von einem Weib, wo er daheim hat. Was der erwarte, wenn er diesen Weg an den Schermen komme, selbst können wir sie in allen Farben ausmalen, haben sie prophezeien. Der Pleisenkuckuser hat das schon im Teich, darum pressiert er jetzt so. Ja, sie wird mir schon nicht gerade der Grind abschlagen, lallet er zu ihm selbst und sinnet nach einer schlagkräftigen Ausrede. Kuckuser Schurschle ist das reshaftes Weibenvolk mit Haar auf den Beisser. Sie duldet keine Schwäche vom Mannenvolk. Sie ist eine wie eine leide, magere Geiss, krüppelt und krampft von morgens bis abends in Haus und Gaden. Sie baucht Wäsche im Zuber und bachet Bacellen, säugt Kalber und hilft der Sau Ferle. Sie beschlägt der Mühl und gibt den Hähnen Bicki. Sie schlägt dem Hahn mit der Axt den Grind ab, wenn es muss sein, geht mit der Kuh am Stier, örlet der Pläss, wenn er nicht folgt, und balget die Katze, wenn sie in die Küche schiesst. In der Haushaltung hat sie die Hose an. Man wagt, sie Hofeli zu vermüffern. Wer widerspricht, riskiert nebst einem bösen Blick ein Flattern an der Pölli oder gar ein sparzens Füdli. Weil Kuckuser das alles bestens kennt, lässt er schon jetzt ihm schon heiser mög. Beim leislichsten Gedanken an sie Urschle kommt's mir viel schwarz vor den Augen. Er stolpert über sie eigen Haxen, schlägt die Schüdel an am Übertürner, brunzet auf dem Schorli ab in die Ganette und rückt die Tächlikappe auf zurecht. Der Hosenladen bringt er mit scheinen marflen Fingern nicht mehr zu. Die Hosenseile hängen dem Göll auch hinab. Eine Gesähete zum Schreien. Und jetzt kommt das grosse Unwetter. Es mulet schon. Aber hinicht ist er gewappnet. Gerade was Ski ausholt, zum alles entscheidenden Klapf mit dem Kuchentröli hinter der Kellertür, grölet er, Weidli, vielversprechend laut und deutlich. Du an die besänfte Liebsurschali, heut habe ich nämlich etwas gefunden. Haarscharf ob der Glatze kommt sie das hölzerne Schlaginstrument noch zu bremsen und schaut der Mann erwartungsvoll an. Nur zu Wunders wegen willst du ihn nicht mit Prügel verschonen. Aber er lässt die Katze noch nicht aus dem Sack und bischmet. Was das genau ist, kann der erst morgen am Morgen sagen. Vor lauter Wunder tut die ganz geschlagene Nacht kein Auge zu. Und sie mag das Tag ein Hofeli erwarten. Morgen ist beim Morgentriebel verzipfelt, spielen und wundert. Erzähl mir jetzt endlich, was du gefunden hast. Kuckuserli schmöllelt, dunkelt der Löffel im Riebel und macht die Lienzer als wie ein Sperber, hebt zum Schutz auf das Narrenbein für die Schüdel und beichtet. Ich habe gefunden, die Schiersch in der Sonne, sie ist viel hübscher als daheim. Also ich habe
relativ spät die Jagdprüfung gemacht. Mit 58 habe ich das noch zu Handen genommen. Und nachher, während der ganzen Ausbildungszeit, habe ich so viele Sachen erlebt. Und am Tag habe ich gesagt, ich muss das alles aufschreiben. Und das hat noch ein ganz hübsches Büchlein gegeben, «Emotionen einer Jägerin». Und ich lese jetzt ein Stückchen vor von einer Geschichte oder von etwas, das ich erlebt habe, wo ich Hegestunden leisten musste. Und das ist für mich, für meine armen Knie und für meinen Rücken, der wehtut, recht ziemlich anstrengend gewesen. Und jetzt lese ich euch diese Geschichte und die handelt auch von so einem Hegetag. Dann hat man in Partschils, das ist bei Schiersch, in die Wiese mähen und Studen rum und weiss ich was alles. Und ich bin ja von Natur aus ein Angsthase. Und in dem Partschils ist vor ein paar Jahren hat man dort einen Mann vermisst. Und irgendwann hat man dann dort Überreste gefunden von dem und man konnte ihn nur noch am Gebiss identifizieren. Man hat nicht gewusst, ob das andere das Wild, wie ein Raubtier, ja, es war nichts Hübsches. Aber weil ich so eine Angsthase bin, ist mir das eben alles zu Sinn gekommen, wo ich dort auf musste. Und zwar ganz allein. Und das habe ich hier beschrieben. Und dann fangen wir an. Auf dem holprigen Holzweg kam mir ganz langsam von oben ein Personenwagen entgegen. Ums Himmels willen, ein Auto. Hier am Morgen früh. Der Weg war doch eine Sackgasse. Dieser Autofahrer musste ja im Morgengrauen hier hinaufgefahren sein. Was hatte der hier zu suchen? Meine Knie zitterten, als der Wagen an mir vorbeifuhr. Der Lenker, ein junger Mann mit schwarzem, breitkrempigem Hut, nickte nur leicht mir zu. Er fuhr langsam weiter. Mein Innenleben war nur noch Aufruhr. Ich begann noch schneller zu gehen. Was mache ich, wenn er wendet und mir nachfährt? Keuchend und schwitzend erreichte ich eiligen Schrittes die Abzweigung zur Wiese. Hier war die sogenannte Forststraße zu Ende und ich musste links hoch auf einem unwegsamen Pfad, der zur Partschilswiese führte. Vor lauter Angst und Hetze hatte sich meine Blase gefüllt und ich konnte nicht mehr weiter. Ich musste mal. Unter einer Tanne, hoch über der Forststraße, ging ich in die Hocke und pinkelte ins taufrische Grün. Ich fiel fast mit bloßem Hintern ins nasse Gras, als ich plötzlich dort unten ein Motorengeräusch vernahm und dasselbe Auto heranfahren sah. So schnell wie meine klammen Finger es zuließen, zog ich meine Hosen hoch, hastete hinauf zur Wiese. Dort angelangt, waren da immer noch weit und breit keine Hegekollegen zu sehen. Ich war ganz allein. Zuhinterst in der Wiese stand die Futterkrippe fürs Wild. Ich begab mich schleunigst dorthin, postierte mich mit dem Rechen in der Hand und wartete auf die anderen. Doch die Schocktherapie war noch nicht zu Ende. Ich schaute wie gebannt hinter der Krippe hervor auf den Wiesenanfang, wo der Weg heraufkam. Dort stand der junge Mann mit dem schwarzen Hut. Mich traf fast der Schlag. Weiter konnte ich nicht mehr. Der Weg war zu Ende und das Gelände kannte ich zu wenig, um einfach in den Wald zu laufen. Das Risiko, irgendwo abzustürzen, war mir zu groß. Was wollte dieser Mensch hier? War er auf der Lauer? Kannte er das Gebiet vielleicht von der Geschichte von Mr. X her? War er vielleicht am Verschwinden von Mr. X beteiligt?
Die schwärzesten Gedanken kreisten in meinem Kopf, derweil der Mann immer näher kam. Gemächlichen Schrittes kam er auf mich zu. Ich aktivierte schnell und mit zitternden Fingern mein Handy, nahm es in die Hand, während ich mit der anderen Hand meinen Rechen umklammerte und zum Schlag bereit war. Nur keine Angst zeigen, nur keine Angst zeigen, nur mutig reinschauen. So motivierte ich mich. Als der Mann neben mir stand, schauten mich freundliche Augen an. Er sagte, dass er sich hier überhaupt nicht auskenne und dass er vom hinteren Prättigau käme und hier irgendwo Hegestunden für die Jagdprüfung zu leisten hätte. Ob ich wüsste, wo das sei? Ganz langsam entspannte sich jeder einzelne Muskel in meinem Körper. Die Hand am Rechenstiel lockerte sich und ich erklärte ihm lächelnd, dass auch ich eine Hegerin sei und mich schon die ganze Zeit wundere, dass hier niemand sonst anwesend sei. Irgendwie hatte ich das Gefühl, ihm trauen zu dürfen. Ich gab mich gelassen und ließ mir nicht im geringsten etwas davon anmerken, was ich in der letzten halben Stunde alles gelitten und durchgemacht hatte. Vor meinen Augen wurde es wieder leicht grün und mehr denn je hatte ich den Wunsch, Jägerin zu werden. Zumal ich ja wieder eine innere Hürde überwunden hatte. Wir hatten dann noch einen schönen Hegetag, obwohl das Wetter nicht sehr schön war und es immer wieder etwas regnete. Wir rechten Laub aus der Wiese, schnitten Hecken zurück und schichteten die Äste zu großen Haufen am Waldrand. So schufen wir auch da Lebensraum für viele Kleintiere und Vögel, halfen zu vermeiden, dass die Wiese einwuchs und schafften Äsungsfläche für das Wild. Am Abend war ich rechtschaffen müde. Körperlich wie auch psychisch hatte der heutige Tag alles von mir gefordert. Ich habe eigentlich Jägerblut in meinen Adern. Das ist, weil ich mit meinem Ätti auf die Jagd, wo ich noch in die Schule gegangen bin. Und für mich war auch klar, wenn ich einmal einen Mann heirate, dann muss das ein Jäger sein. Also ich hätte es, glaube ich, nicht ausgehalten, im September irgendwo zu sein, ohne diese Spannung. Holtert sie mich da bis heim oder wo ist er oder was erlebt er und so weiter. Und der Traum war so grün und gross da drinnen in meinem Herz. Ich habe zuerst meine, in Anführungszeichen, Turnkarriere beendet und habe viel gemacht für die Öffentlichkeit. Und dann bin ich in Grüsch im Gemeindevorstand mit 58 und habe gedacht, so, und jetzt ist Zeit für meinen grünen Traum. Jetzt mache ich nicht mehr albig nur für andere etwas, jetzt komme ich dran und bin Geschirrsch und habe die Unterlagen geholt für die Jägerprüfung. Also mein Mann, wo ich dann meinen Mann kennengelernt habe, dann hat er, also nicht auf meinen Druck, sondern weil er aber auch Jägerblut hat von Vorfahren her, hat er die Jägerprüfung gemacht, gerade bevor wir geheiratet haben. Und da habe ich ihn so viel mal abgefragt und gemacht und hätte ich eigentlich Vögel auch gerade können an die Jägerprüfung. Aber da hat es geheißen, ja, ein Weibenvolk, nein, das ist für die Männer. Und Frauen, vielleicht die jenischen, gehen vielleicht auf die Jagd oder einmal sicher nicht wünschen, nein. Gut, dann habe ich das aber auf die Seite getan, habe geturnt und gemacht. Und erst dann mit 58. Und ich muss sagen, das war auch so hübsch gewesen. Schon das ganze Lernen und alles. Und ich bin vorher, wo mein Mann auf die Jagd ist, bin ich auch sehr mit mir. Nicht verrückt viel. Ich habe dann Haus und Garten
habe ich dann besorgt und natürlich mit Liebe und gern habe ich natürlich gemetzelt, wenn er etwas gefertigt hat. Ich habe auch eben sogar wild gekocht, das tue ich heute noch gerne. Und wir haben auch durch schon allerlei miteinander erlebt, was Jagd betrifft. Und nachher, als ich die Jagdprüfung hatte, wo er mich natürlich recht unterstützt hat, auch moralisch, haben wir irrsinnige Zeiten in unserem Jagdhütli. Ja, es ist einfach ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist, der hübscher nicht könnte sein. Also für mich gibt es keine besseren und schlechtere Jäger. Jäger sein ist eine Charaktersache. Und ob man kann das auch nicht messen an der Anzahl Tiere, die man schiessen kann oder darf. Weil ein guter Jäger ist einer, der Rücksicht nimmt auf das Tier, der möglichst bestrebt ist, zum weitgerecht zu jagen und zu erlegen. Und dann kann auch einer, der vielleicht 2-3 Jahre nichts schiesst, kann ein ausgezeichneter Jäger sein. Vielleicht hat er aber nicht geschossen, weil es ihm zu wenig weitgerecht war. Und das ist zum Gunsten von Tieren und das denke mir ein ganz hübscher Zug von einem richtigen Jäger. Also ich verbinde mit der Jagd sehr viel Philosophisches. Und sobald ich ein Tier gesehen und festgestellt habe, dass das jagdbar ist und dass ich einen Kugelfang habe und dass das Tier wartet, dass das Tier so steht, dass ich ihm einen weitgerechten Schuss anbringen kann. Das heisst, dass es so überhaupt nicht leiden muss. Und wenn diese Voraussetzungen nicht gegeben sind, dann schiesse ich einfach nicht. Und wenn ich es dann geschossen habe, also dann kommen die prägeln da Emotionen fürcher und ich zittere am ganzen Leib. Und ich bin einfach nur dankbar. Und dann warte ich 20 Minuten, dann gehe ich zum Tier, dann schaue ich es an, streichle, sage Danke, dass ich das durfte. Ich habe schon gesagt zu Marie, danke, dass du dich für mich geopfert hast. Und nachher tut man dem einen Bruch in den Äser und wirklich mit Respekt und Dankbarkeit frediert man das ins Jagdhütli. Also die Unterländer, die nichts am Hut haben mit der Jagd, die haben eigentlich keinen blassen Schimmer, was in einem Jäger oder in einer Jägerin abgeht, wenn man auf die Bündnerjagd geht, also wie die meisten der Jäger auf die Bündnerjagd gehen. Es gibt auch andere, die im Wald säckeln und machen und laufen und tun und ums Verrecken, wenn das Tier schiessen. Aber es braucht halt auch einen Haufen Glück, dass man eins antrifft, dass man Anblick hat. Also alle Jäger sind sicher nicht gegen den Wolf. Ich glaube schon, dass es auch derige hat, die befürwortet sind, aber die meisten sind sicher gegen den Wolf. Weil, wenn jetzt der Wolf, wenn ich mit der Kugel ein Tier schiesse, dann ist das in einer Sekunde schnell tot. Und wenn der Wolf kommt, der rupft das offen bei lebendem Leibes und tut möglichst einen Haufen Tiere töten, tut sie auch das Verhalten der Tiere total verändern. Also, wenn jetzt da der Tierschutz sagt, ja, Natur und weiss ich was alles, aber die Natur, die kann dann recht grausam sein. Und ob das eben noch Natur ist, wenn man da die Wölfe so fördern tut. Also ich bin für eine gesunde Regulierung von dem Raubtier, wo absolut Platz hat bei uns, obwohl wir dem ja mehr Menschen einen Haufen Platz weggenommen haben. Also mir ist einfach wichtig, schon allbig, dass die Frauen auch etwas machen und dass man die Stimme der Frauen hört. Was ich total dagegen bin, die Frauen, die laut sind. Die auf den Bundesplatz gehen pfeifen und machen, die habe ich nicht gerne. Ich bin lieber eine Frau, die macht.
Und darum, wo das ein Thema war, als erste Frau im Vorstand von Pro-Prättigau, hat es Männer gehabt, die das fast nicht begreifen konnten, dass das Weibervolk jetzt auch noch kommt, der Käse dazugeben. Aber ich habe einfach eine glückliche Gabe, dass ich das erste Mal hergehe, dass ich alle akzeptiere, auch verschiedene Meinungen. Und dann bin ich einfach noch ein bisschen ruhig, schaue mich zuerst gut einschaffen und schaue, wie die Strukturen und alles sind. Und dann, wenn ich dieser Sache sicher bin, dann mache ich. Dann tue ich auch sagen und meine Sache einbringen. Und so kommt man mit den Männern wunderbar zu Schlag. Das ist kein Problem. Also, als ich noch jung war, dann habe ich in Chur gearbeitet und Hans-Jörg hat auch in Chur gearbeitet. Und dort war ich noch recht schüch. Also ich bin schon schüch. Und danach ist man da mit dem Zug aus- und eingerösselt, Schiersch Chur. Und dann natürlich auch da der Hans-Jörg Glattner von Grüsch Chur gefahren und allbig mit dem gleichen Zug. Da hatte ich eine Kollegin von Schiersch und die hat ein Auge auf den Hans-Jörg Glattner gehabt. Und dann hat sie mir schon auf dem Weg, Bahnhofstrasse ab zu Chur, gesagt, «Gell, wir gehen jetzt zu Ladner hocken im Zug.» Und dann habe ich gedacht, ja, gehen wir halt zu Ladner hocken, wenn du willst. Und nachher hat sie dann das Blatt auf das Mal wie ein bisschen gekehrt und bin dann halt zum Zug gekommen. Wir sind, heuer sind wir 55 Jahre geheiratet. Und wir haben die goldene Hochzeit im Städtli gefeiert, wir zwei, unter einer grossen, hübschen Tanne, mit einem Gläschen Weisswein angestoßen miteinander. Und wir geniessen einfach die Natur und die Ruhe, die Zweisamkeit und sind überglücklich, dass wir nach langer Zeit endlich dann einmal das Maiensässli ausbauen und jetzt dort dürfen höckeln und schauen und auf die Jagd und Leute bewirten. Alle sind herzlich willkommen, wenn sie dort vorbeigehen. Ja. Also ich bin ein bisschen weniger geradeaus als mein Mann, wenn es darum geht, um so den Zack die Meinung zu sagen. Er sagt dann gerade Zack, was Sache ist, und dann weiss man gerade, woran es man ist. Und das Geheimnis ist, dass wir alle noch zusammen harmonieren. Ist, also wenn ihr ihn fragt, er hätte schon eine Antwort darauf. Und ich meine, ja, sie muss halt ein bisschen, ja, was soll ich sagen, einfach ein bisschen schweigen oder ein bisschen probieren auszuglätten. Und sonst brittert es halt sehr, wie es überall brittert. Also ich habe früher einmal bin ich zuerst in die Handorgelstunde und danach haben meine Eltern, die ja so mussten sparen, alles daran gesetzt, dass ich eine niegelnagelneue Handorgel bekommen habe. Und dann habe ich dann so gespielt und durfte mit der Lehrerin am Landjugendtag auftreten und aber nur so eigentlich für den Hausgebrauch Handorgel gespielt. Und dann habe ich die versorgt im Kasten. Und wo unser ältester Sohn geheiratet hat, er hat eine Sizilianerin zur Frau, sind ein Haufen Sizilianer an das Hochzeit gekommen. Und da habe ich gesagt, so, an dem Hochzeit spiele ich den Schneewalzer. Ich habe ihn noch einmal geübt, habe das Schweizer Käppchen angelegt. Und die Italiener hatten auch Freude. Nachher habe ich die Handorgel wieder ins Futter gepackt und in den Kasten. Und sie wartet dort rein, bis es gebraucht wird. Also ich muss sagen, zuerst habe ich die Schwiegermama kennengelernt. Ich habe auf der Gemeinde erst Lehre gemacht, Anfang 60er Jahre. Und
Die Schwiegermama war eine Bauernfrau und die Bauern mussten halt auch auf die Gemeinde kommen, etwas unterschreiben oder etwas abholen oder etwas fragen. Und der Chef hat mir dann früh an den Schalter dirigiert. Ich soll einmal die Leute empfangen und probieren, ob ich ihnen Auskunft geben kann. Und dann ist dann die Schwiegermama gekommen. Und das, was ich jetzt sage, sage ich der Frau nachher. Meine Schwiegermama hat auch gesagt, dass sie so ein flottes Bürstchen bei der Gemeinde, da können einem so flott helfen. Und die Frau selber habe ich kennengelernt, dann eher ein bisschen nachher, vor allem mit dem Zug von Chur, Grüschgen Chur fahren. Die Frau hat in Chur gearbeitet und ich habe in Chur gearbeitet. Und so haben wir dann einander im Zug kennengelernt. Ich weiß ja nicht, was jetzt meine Frau alles erzählt hat, ob das so war, aber so habe ich es mindestens im Kopf. Ja, meine Frau hat mir dann einmal gesehen, in der Lehre habe ich so ein blaues Mäntel anlegen müssen oder sollen oder dürfen, wie man auch will. Und dann hat die Frau dann einmal gesehen, auf die Post gehen und hat der Mama gesagt, dass sie so ein Blöfferbürstchen bei der Gemeinde, die da in der Lehre sind. Also sie hat mich da am Anfang nicht so positiv beurteilt, wie die Schwiegermama das gemacht hat. Also das Geheimnis, meine ich, wir haben sehr viele Gemeinsamkeiten. Wir haben zum Beispiel Gemeinsamkeiten in Sachen Wohnungseinrichtungen, in Sachen Kindererziehung, in Sachen Politik. Wir haben eigentlich nie in diesen wesentlichen Sachen haben wir eigentlich nie grosse Differenzen gehabt. Und das meine ich ist ein ganz entscheidender Faktor. Aber Kindererziehung ist halt ein bisschen das Problem. Da kann man auch geteilter Meinung sein. Heute schaue ich das ein bisschen anders an. Und sonst, was ich wette von meiner Frau, ist nur die halbe, wie sagt man, Diplomatie, nur die Hälfte von dem, was meine Frau hat, möchte ich haben für mich. Ich bin dort viel direkter Mensch. Also wenn ich jetzt ich komme mit Ruhe, als ich was gesagt habe, aber ich bin jetzt halt so ein Typ und das hat Charakter, dass ich relativ geradeaus sage, was ich denke. Es hat viele Leute, die das schätzen, es hat derige, die es weniger schätzen, aber wenn ich etwas sage, dann ist es einfach draussen. Sie ist, ich weiß nicht, was sie alles erzählt hat, aber sie tut viel mehr überlegen, bevor sie etwas sagt. Sie ist viel sachlicher, als ich bin. Also ich bin schlussendlich auch sachlich, wenn es drauf und dran kommt. Aber hat dann einmal etwas sagen, wo ich im Nachhinein geruhen bin, passiert mir schon. Heute weniger als früher, aber ich meine halbe Gnade. Ja. Aber die Leute, die mich kennen, die wissen das. Hans-Jörg ist jetzt einfach so. Nicht? Ich muss andere Leute auch akzeptieren, wie sie sind. Also das Schreiben von meiner Frau, das ist für mich selber, ich würde sagen, sogar eine Bereicherung gewesen. Ich habe die Frau in der Beziehung unterstützt. Übrigens auch in anderen Sachen habe ich die Frau unterstützt, sei das politisch oder im Beruf. Also alles, was sie gemacht hat, habe ich voll und ganz unterstützen. Und habe durch das auch selber viel gelernt. Es gibt auch heute, wenn meine Frau so schreibt, sagt sie, kannst du mir das nicht einmal geschwind lesen. Und eigentlich alles, was bei ihr ausgeht, habe ich zuerst gesehen. Und es gibt wenig, wo ich sage, nein, das würde ich jetzt nicht so machen. Also in der Beziehung muss ich der Frau nichts vormachen. Die ist dort stärker, als ich selber bin. Das muss ich ehrlich sagen, das könnte ich gar nicht. So wie das Margrit macht, das kann ich gar nicht. Ich staune jedes Mal. Wenn ich jetzt nur an die Kolumne denke, von letzter Woche, das könnte ich nicht. Und darum ist das für mich kein Thema. Ich bin ja auch einen Leserbrief schreiben, das ist so. Aber die Pointe, die ich verfassen kann, das kann ich nicht. Ein Punkt, den ich vergessen habe, auch die Gemeinsamkeiten von der Jagd. Ja, ich weiß nicht, was die Jagd erzählt hat, aber das ist natürlich, seit es Margit auf die Jagd geht, haben wir so viele hübsche Erlebnisse miteinander und haben sie auch unterstützt, was die Jagdprüfung auch spät gemacht hat. Das sind Haufen ganz hübsche Jahre, die wir miteinander erlebt haben. Das möchte ich nicht missen. Ja, also
vor allem ein ganz hübsches Erlebnis war, wo meine Frau das Glück hatte, innerhalb weniger als einer halben Stunde 2 Gams zu schiessen. Am gleichen Ort. Und wie das abgelaufen ist, war auch noch speziell. Das ist ja schon so, wenn man das Tier schiesst, dann kommt man selber nach dem Schuss nervös. Und das ist auch, ich gehe nicht schon 55 Jahre auf die Jagd, aber das passiert mir trotzdem jedes Mal. Wenn das Tier einmal am Boden tot ist, dann fängt man eigentlich erst an, ein bisschen nervös werden und emotionale Gedanken zu haben. Und als die Frau da vor ein paar Jahren einen Gamsgeist geschossen hat im Maiensass, und dann haben wir die zur Hütte hergezogen und ich habe auf einem anderen Posten, der nur 30 Meter daneben war, habe ich die Sitzküsse vergessen. Und dann habe ich gesagt, jetzt gehe ich noch das Küsse holen. Und dort, wo man dort auf dem Posten hockt, war der Gamsbock unten dran, den wir gekannt haben. Und dann habe ich zur Frau gesagt, als ich zurückgekommen bin, hey, Gamsbockel werden unten auf der Weide. Was machst du? Und da hat sie gesagt, ja, sie wissen nicht, ob es gehen oder nicht, ob sie Nerven noch haben oder nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, probieren musst du, also näher kannst du noch nicht mehr haben. Und dann ist sie auf und hat mich gebeten, ich soll bei der Hütte bleiben. Der Posten war ja nur 30, 40 Meter von der Hütte weg. Und dann bin ich bei der Hütte geblieben, gewartet einen Moment und da geht der Schuss. Und dann bin ich natürlich sofort schauen und tatsächlich ist der Gamsbock auch gelegen an einem Ort und Stelle. Und das ist alles in allem, das nicht eine halbe Stunde nach der Geist, der später erlegen konnte. Das war ein Riesenerlebnis. Ich könnte jetzt ja allen Jungen oder Jüngeren einen Rat geben für das Leben. Ich möchte einfach, dass man mehr dankbar ist und schätzt, was man hat und was unsere Vorfahren für uns geschaffen haben. Dass man ein bisschen mehr Respekt hat vor den anderen Personen, aber auch vor fremdem Eigentum. Wenn man sieht, was hier randaliert wird und alles, das ist einfach gedankenlos. Man sollte sich einfach ein bisschen überlegen, was man tut und dass man weiß, was mein und dein ist. Freundlich sein mit allen und Gottvertrauen haben und vielleicht auch einmal ein Gebet sprechen, wenn das auch altmodisch tönt. Aber für das Leben ist das alles gut.